Ja, hallo, schön, dass Sie mir wieder folgen. Heute wird es was kompliziert. Warum wird es heute kompliziert? Kann ich Ihnen sagen. Und zwar begrüße ich Sie zur Folge, wie Köln bzw. die Kölner Bucht nach Köln kam. Ich befinde mich jetzt hier im Grüngürtel, den ich schon häufiger erwähnt habe, den ich auch schon erklärt habe, in der Folge, wie der Grüngürtel nach Köln kam. Aber deswegen bin ich nicht hier, weil ich will Ihnen ja sagen, wie ist das Fleckchen Erde namens Kölner Bucht überhaupt entstanden? So, damit muss ich mit Ihnen ganz weit zurück. Und zwar genau genommen 4,5 Milliarden Jahre. Haben Sie schon mal was von Theia gehört? Theia. T-E-J-A, können Sie mal googeln. Ne? Vor 4,5 Millionen Jahren war die Erde noch nicht so, wie sie jetzt ist, sondern die Erde ist da mehr oder weniger gerade erst zu einem Festkörper entstanden. Aber solche Wege wie hier im Grüngürtel, ja, da noch nicht. Ne? Da haben auch noch nicht so ein Teich, da haben noch keine Schwäne und noch keine Enten. Und ach doch, so hell war es bestimmt. Und Fahrräder haben auch noch nicht. Menschen? Nee, Menschen haben auch noch nicht. Ich habe den Namen Theia erwähnt. Theia, das war genauso wie die Erde sozusagen ein Planet. Nur dass der im Gegensatz zur Erde ja noch nicht genau wusste, wo er hin wollte. Und deswegen ist er so quer durch das All. Ja? Und vor 4,5 Millionen Jahren ist Theia mit unserer Erde zusammengestoßen. Buff. Also, was wir haben, rechts ist Theia, links ist die fast fertige Erde. Alles noch irgendwie am Glühen. Und dann nahm Theia Anlauf, visierte Kölner Bucht an und da hat es einen riesigen Radau gegeben. So, da ist jede Menge Material weg bei geflogen und das Material hat sich dann gesammelt und hat den Mond gebildet. Ja, so war das. Und durch die Entstehung des Mondes sind dann sozusagen, ja, wie soll ich sagen, durch die Entstehung des Mondes kamen dann die Gezeiten und das Wasser bewegte sich. Und durch die Bewegung des Wassers ging das Wasser dann überall hin und ja, nur das Beste blieb halt in Köln und das war es dann schon. Und ich denke mal, Sie verstehen, was ich meine. Das jovene Knall, also Silvester, irgendwie in New York oder, ja, ich sag jetzt mal, die Kölner Lichter sind da ja nichts hier. Ne? Also so knallebuff, ne? Halt, ne? Jetzt können Sie sich vorstellen, Reibung erzeugt, na, wer hat in Physik aufgepasst? Reibung erzeugt Hitze. Richtig. Also als die zwei ineinander geknallt sind, wurde es heiß. Theia ist dabei zerplatzt und unsere liebe Erde auch fast. Ja, aber auch nur fast, weil sonst wären wir ja heute nicht mehr hier, ne? Jetzt könnten wir nicht auf diesem Teilstück Stein laufen hier, ne? Und hätten keine Atmosphäre um uns rum. Ja. Schwäne hätten wir auch keinen. Ich glaube, denen ist heute auch heiß. Die Erde hat sehr lange gebraucht, bis das sie sich wieder abgekühlt hat. Summa summarum 100 Millionen bis 400 Millionen Jahre. Machen wir einen Zeitsprung. Vor 25 Millionen Jahren hatte die Erde schon einiges hinter sich. Man nennt das, oder die Zeit nennt man das große Bombardement. Beim großen Bombardement sind ganz viele Kometen hier auf die Erde drauf geknallt. Ja, also die kleinen und die großen Kometen. Also die einen heißen Kometen, die anderen heißen nicht Satelliten, die heißen anders. Ne? Ja, und jedes Mal wurde Hitze erzeugt. Aber gleichzeitig wurde mit diesen Kometen, die ja nicht alle nur aus Gestein bestanden, sondern großenteils auch aus Eis, wo immer auch das hergekommen ist aus dem Weltall, wurde sozusagen Flüssigkeit mitgebracht. Wenn die aufgetaucht sind, drauf, ne, so peng, ne, sind die verdampft und das, was war, hat dann die erste Atmosphäre gebildet. Aber das war keine Atmosphäre, wie wir sie kennen, ne? Sondern das war alles, ja,
für uns nicht zu atmen. Ne? So, jetzt erkläre ich Ihnen aber erstmal Teja, wo Teja draufgeknallt ist. Ich sagte ja, wir haben die Kölner Bucht. Der Hauptteil von Teja ist irgendwo anders eingeknallt. Aber so kleinere Teile davon sind genau hier im Grüngürtel, da wo sich jetzt dieser Teich befindet, versunken. Mehr oder weniger haben einen Krater reingeschlagen in dieses, ne, da. Und das war der Urbeginn der Kölner Bucht. Weil das, was abgesplittert ist, das waren sozusagen die besten Teile von Teja, die sich hier mehr oder weniger dann gefunden haben. Vor 25 Millionen Jahren, also von heute aus gesehen, Riesenzeitsprung für uns in der Weltgeschichte, bei mehreren Milliarden Jahren ein kleiner Klecks. So, aber vor 25 Millionen Jahren gab es Bakterien, ne? Die haben für was gesorgt. Diese Bakterien, das waren Cyanobakterien. Die gibt es heute auch noch. Und Cyanobakterien hatten die Eigenschaft, Sauerstoff zu produzieren. Und so eine Sauerstoffproduktion, Metamorphose oder wie das heißt, entstand in Tümpel. Aber nicht in jedem Tümpel. Sauerstoff war für die zu dem Zeitpunkt lebenden Bakterien, die jetzt schon gab, und die gab es zu dem Zeitpunkt, Gift. Das hieß, die mussten sich umstellen oder sterben. Gut, haben wir auch geklärt. Aber mit diesem Sauerstoff kam was in, ja, ich sag jetzt mal einfach, in den Himmel, was die bestehende Atmosphäre verdichtet hat und dann im Ganzen auch erstmal verdunkelt hat. Und diese Metamorphose oder wie das da heißt, hat dann auch dafür gesorgt, mit dem, dass es überall dunkler wurde, dass es natürlich an vielen Stellen auch kälter wurde. Wenn es hier zum Beispiel kälter wird, ne, friert das Wasser zu. Nicht ganz, aber so am Rande so. Ne? So müssen Sie sich das in etwa vorstellen. Ne? Und wenn es anfängt zu frieren und Eis entsteht, haben wir zwei Sachen. Zum einen haben wir Eis und zum anderen haben wir Wasser. Eis reflektiert das Licht, Wasser absorbiert das Licht. Wasser wärmt sich auf, währenddessen das Eis das reflektiert und sich somit Kälte weiter bilden kann, weil die Wärme wird nicht aufgenommen. Ja, und das hat sich immer weiter ausgebreitet, bis wir dann vor 25 Millionen Jahren eine richtig fette Eiszeit hatten. Jetzt kommt gleich wieder dieser Tümpel da. Der arbeitet. Und zwar, diese Eiszeit, die hat natürlich nicht ewig angehalten. Ne? Das war so, ja, wie lange hatte man einen Eisplanet? Irgendwas zwischen 5 bis 20 Millionen Jahre. So lang ungefähr. Und dann kam der große Moment von diesem Tümpel. Ist ja nicht so, dass es woanders nicht auch noch Tümpel gab. Ne? Aber die Bakterien, die für die Eiszeit gesorgt haben. Ja, also wenn Sie jetzt mal hier hochfahren, die Rhein-Ufer-Straße und hinter der 8. Brücke geradeaus, da kommen Sie in so eine Stadt, ja, den Namen spricht mir besser nicht aus. Aber die hatten natürlich doch auch solche Tümpel. Aber die hatten nun mal halt Düsseldorfer Bakterien. Und die Düsseldorfer Bakterien lagen immer im Clinch mit denen von hier. Glauben Sie nicht? Beweisen kann ich nicht. Ich behaupte das jetzt mal so. Also wäre ich eine Bakterie gewesen zu dem Zeitpunkt und wäre aus der Kölner Bucht gekommen, hätte ich gesagt, ne, die Düsseldorfer Bakterien, die mag ich nicht, die sind fies. Ja. Gut, also wie gesagt, die lagen im Clinch, ne? Und das haben sich die Kölner, wir sind ja gutmütig, wir sind ja weltoffen, wir akzeptieren alles und jeden. Aber irgendwann haben wir auch die Schnauze voll. Ne? Ja, und dann, ja, irgendwann haben sich die Kölner Bakterien das nicht mehr gefallen lassen. Ne? Da haben die sowas von Sauerstoff produziert, dass das Eis aufgebrochen ist und dass die Wärme wieder aufgenommen werden konnte. Und dann ist sozusagen von hier aus mehr oder weniger die Welt vom Eis befreit worden. Von diesem Tümpel da hinten. Ja, toller Tümpel. Hier bei uns im Grüngürtel. Und keiner weiß es. Und mit dem Verschwinden des Eises
wurde das, was sich in der Zwischenzeit unter dem Eis gebildet hatte, nämlich Pangaea, ein Riesenkontinent, erst gebildet. Ne? Gut, jetzt haben die Kölner Bakterien einen kleinen Fehler gemacht. Die haben gedacht, pass mal auf, wenn wir jetzt richtig ordentlich Gas geben, werden wir die Düsseldorfer los. Ja, war ein Schuss in den Ofen, die haben ja schon was anderes erreicht. Dieser Riesenkontinent Pangaea, der hat sich nämlich dadurch getrennt. Ja, so haben wir jetzt heute 7 Kontinente, ne? Oder wie viel haben wir? Australien, Amerika, Köln. Ja, und leider ist Düsseldorf da geblieben, wo es jetzt auch noch ist. Ne? Ja, so ist mehr oder weniger alles entstanden. Dadurch ist noch nicht Köln entstanden. Das habe ich Ihnen anders erzählt. Das habe ich Ihnen in der Folge, wie Köln nach Köln kam, erzählt. Also mit, wie heißt er hier, Klüngelus und dem Agrippa. Ne? Aber jetzt wissen Sie mal, wie die Kölner Bucht entstanden ist. Jetzt wissen Sie, dass wir sozusagen die Welt gerettet haben. Weil aus unseren Bakterien, also nicht aus den Düsseldorfer, die sind irgendwann, ne, hops gegangen. Ne? Ich sage ja nur Neandertaler. Ne? Ab da war alles vorbei. Nein, aus unseren Bakterien ist sozusagen das heutige Leben entstanden. Und somit ist Köln, ja, für mich der schönste Fleck auf der Erde. Der wertvollste Fleck auf der Erde. Und der unbeschreiblich geschichtsträchtigste Erdteil, den es je im Leben gegeben hat. Und das über 4,5 Millionen Jahre. Milliarden. Ach Mann, jetzt habe ich wieder ein schönes Ende. Ich habe so geseibelt, dass das so schön ist. Köln ist einfach schön. Und wenn Ihnen das gefallen hat, wenn Sie jetzt ein bisschen was gelernt haben, freut es mich. Und ansonsten lehnen Sie sich wieder schlafen.